Viele sind nach Samarias Sachen wie Gottes Wort. Dort aus David kann ich über Israel wart, trag hij mit alle Männer von Israel taub wohan. Wo gingen sie hin? Der Wunsch dort. Er will den Stadt von der Jebusiter übernehmen, um dort seinen Hauptstadt zu merken. Wo gingen sie hin? Ruht mal. Jerusalem, Dankeschön. Und David mögt Jerusalem zu seiner Hauptstadt, wo er auch wohnen würde. Und dann robte David die ganze Volksversammlung von Israel taub. Und er sieht an, dass er Gott seine Bundeskiste in Jerusalem holen will. Das war ihm sehr wichtig. Und als sie Gott seine Kisten anbrachten, dann sahen sie da ein dort Zelt, wo David für die Reich gemerkt hat. Und opferten Brandopfer und Dankopfer vor Gott. Als was Gottes Wort ansagt in 1. Chronik 16. Und dann Vers 1 von 1. Chronik 16 sagt, an dem Tag legt David zum ersten Mal von Asaf und von den Priester, den Sturmbreiter, ein Dank legt dem Herrn zu ihren singen. Und dort wie das Leid, dort wie viele sind nach Töpfung gesagt, mit Gottes Halb. Davids Leid weiß uns welche Dinge, wofür wir Gott mehr danken sollen. Wir sollen Gott danken, dass er sich noch immer fingen lässt. Wo würde es sein, liebe Geschwister, wenn Gott sich nicht mehr fingen lassen würde? Für die verlorenen Menschen. Die würden dann keine Hoffnung mehr haben. Und für seine Kinder, Gott seine Kinder, wo würde es für uns sein, wenn wir am Unrufen wurden und dann, dass er sich nicht mehr fingen lassen würde? Wo schrecklich würde es sein? Wir sollen Gott danken, dass er sich noch fingen lässt. Und wir sollen Gott für den Bund danken, den er mit uns gemerkt hat, durch Jesu Blut. Und wir sollen Gott danken für die Wunder, die er für uns zu tun hat, noch dort und noch dein Wort. Wir sollen Gott danken und wir sollen Gott auch loben, für wer er ist. Und wir wollten, dass David Gott fertig loben deut. Das am Anfang von Psalm 34 auch klar zu sein. Lass mir die Verse 2 bis 4 noch einmal lesen für uns. Psalm 34, Verse 2 bis 4. Du so schreibt David, ich will den Herrn immer loben, mein Mühl soll immer reut sein, zu loben. Meine Seele soll vom Herrn immer gaudet reden, dort die, wat am Elend sind, dort hirn und sich dort freien. Verherrlich mit mir den Herrn, weil wir alle taub seine Namen hoch ehren. Jetzt sich dort nicht Schmack, weil es sei Fans ist, dort wie vor den Menschen Gott loben wurden, dort die elende Menschen am wurden fingen kann durch ein Zeugnis, was wir vor den Menschen geben, dann, wo Gott uns gehalten hat und halten wird, und am loben für wer er ist. Und als David ab sein Leben trägt, wisst er, dass er mehrere Gründe hat, Gott zu loben. Und ein Ereignis wird in unserem Text erwähnt und können vielleicht den Grund gewesen sein, woran David diesen Psalm geschrieben hat. Er beschreibt, wo der Herr am gehalten hat, von der Gegenwart ein Philisterkönig weichzukommen. Und mit solchen Gedanken am Sinn sagt er in Vers 9 danach, Finke mal selbst uit, wo Gott der Herr ist, wo Gott ist dort, für den, der sich abarm verlässt. In der 4. sage ich, dass ich gleich, wo die plottische Bibel geschrieben ist, mit Dallas, wo viele Verse im Hochdeutschen Bibel geschrieben sind, mir als die plottische Bibel mit einfacher geschrieben, ich kann das leichter verstehen. Aber hier glaube ich, dass die Luther-Übersetzung das doch ein bisschen besser geschrieben hat, oder beschrieben hat. Das sagt hier, einer steht, finke mal Salz uit, das sagt, schmecket und sehet. Schmeckt mal. Schmecket und sehet, wie gut und freundlich der Herr ist. Ein Bibellehrer erklärt, schmeckt mal als eine Einladung. Und kriegst das, finke mal Salz uit, ich weiß, die Wurst gleichen. Right? Ich glaube, wir haben alle eine Lieblingspflicht-Dessert. Oder eten, was uns sehr schön schmecken wird. Und vielleicht also für was Menschen fragen. Und dann sagen wir, schmeckt das mal. Du weißt nicht mal, wo das schmecken wird. Schmeckt das mal. Die Wurst dort gleichen. Ich sehe mir sicher die Wurst dort gleichen. Und hier sagt David, kriegt dort. You know, mir hat das so schön gegangen, Gott zu deinen. Und viele deinen Gott noch nicht. Und dann sagt er, schmeckt mal und sei, wo Gott der ist.
Schmeichelt mal. Dann wirst du weiden, dann wirst du sein, wo Gott das geht. Und dann sagt diese Bibelforscher, wenn wir den Gehorsamschritt nehmen, Gott nur zu folgen, wo wir utfingen, wo Gott der Herr ist. Und am Anfang von unserem christlichen Wandel, als unsere Erkenntnis über Gott muss sein, portwies und lang nicht vollständig, wenn wir am täglich oder alle Tag vertrauen, wo wir an, wo Gott ist. Und wo scheint das schmeckt, Gott zu dienen. Und obwohl Davids Leben vierten schwor wir, sei schwor wir. Wisst ihr, dass es sich lohnt, Gott zu dienen. Und von der 1. Marius, wo wir unsere Serie über Davids Leben schließen, indem wir in Psalm 34 2 Hauptgedanken betrachten, die uns halten können, täglich oder alle Tag zu sein, wo Gott uns ist. Wo Gott es schmeckt, Gott zu dienen. Und wir fingen unseren ersten Gedanke am 5. Vers. Psalm 34, Vers 5. David sagt, ich sag den Herrn, und er antwortet mich, und er rat mich aus all meiner Furcht. Der Psalmist sagt, dass wir der Güte Gottes alle Tag schmecken können, wann wir unsere Ängste und Sorgen an seine Hände legen. Dort gibt so viele Ängste und Sorgen, die wir im Leben begegnen. Und dort fängt wir klein an. Was für eine Sorgen haben Kinder, oder ganz kleine Kinder? Die rohren genug, was wollen sie haben? Wir wollen eten, und nicht nur über Foods, right? Und die schrien los, was sie dort kriegen. Was wollen Kinder noch? Kleine Kinder. Attention, ja, Aufmerksamkeit. Und wenn sie dort gute Sachen nicht kriegen, dann kriegen sie die schlechte Sachen nicht. Die wollen Attention haben. Ja, das fängt wie klein an. Ich weiß, als Timmy noch, vielleicht wir heute zwei, dass wir sagen, schwör mit ihm, er will einmal bei seiner Mama sein. Sogar wie ich nicht immer gut genug. Der will bei Mama sein. Und so ging das auch mit unseren anderen Kindern auch für den Stadt. Die wollen einmal bei Mama sein. Bei Mama ging das einmal schein. Und über gerade die Kinder wollen so für mich, gerade wollen ihre Ängste und auch Sorgen, nicht? Als die klein sind, dann sind diese Dinge klein, aber dann wissen die. Kinder sorgen sich, gerade die Kinder sorgen sich über was. Vielleicht, wenn sie an der Schule sind. Krieg. Die machen sich große Sorgen über Freunde machen. Ja. Und wenn sie erst dann Teenager sind, worüber sorgen sie dann? One more time? Okay, wo wir looten dann? Ja. Oh ja. Du hast viel Zeit in vom Spiegel gebracht, nicht? Dort ist es dort. Die Jugendlichen, die sind selber besorgt, aber was sie looten dann. Oder manche andere Kinder nannte Posten, nicht? Right? Peer pressure auch. Das ist auch was Großes für ihn. Und wir haben nicht abhören für unsere jungen Menschen zu beten, dass Gott ihnen helfen wird, gute Entscheidungen zu treffen und dass sie würden stark genug sein und standhaft bleiben für Gott, dass sie nicht mit all die anderen Kinder bloß mitgehen, mit was sie tun. Und über was für eine Sorgen haben erwachsene Menschen? Oder habe ich nicht? Ich habe was, aber ich weiß nicht. Ja, wir haben so eine, worüber wir nicht Sorgen sind, right? Vielleicht genug Geld zu verdienen, right? Wenn einer Farmer ist, einer merkt sich Sorgen über, wo die Antwort sind, oder wenn einer ein Restaurant hat, dann merkt einer sich Sorgen über, was von den Restrictions nachkommen wollen, was immer. Aber Erwachsene haben auch Sorgen. Eltern sorgen sich über was? Amen. Über die Kinder, dass sie nicht bloß physisch gesund sind und bleiben, aber auch geistlich gesund bleiben, nicht? Und das sind große Sorgen. Und wenn die Kinder oder Jugendliche abends nicht zu Zeit in das Haus kommen, dann merkt einer sich noch größere Sorgen, nicht? Wo sind die Kinder? Sind die sicher? Und von der und da haben wir alle Cellphones, oder die meisten von uns haben Cellphones, wir können kurz eine Sache schicken oder ein Phone, aber als ich jünger wird, dann wird das nicht so leicht.
En wat doen we met onze zorgen? Probeer die alleen te drehen? Wir sollen den in Gott bringen. Ja. David sagt in Vers 5, ich sag den Herrn und er antwortet mich und er rat mich uit all meine Furcht. Unsere Sorgen können wir Gott bringen. Und wir wollten, er wird die von uns wegnehmen. Und ich sehe mich nicht überrascht, dass so viele Menschen unter Depression leiden, wegen all dieser Sorgen und Ängste und so weiter. Aber wo ich mich wundern mag, ist, warum so viele Christen sich entscheiden, dann all ihre Ängste und Sorgen selbst zu drehen. Warum tun sie dort, wenn Jesus an anbieten wird, diese Sorgen für uns zu drehen? Er will die von uns wegnehmen. Sorgen bringen wir Gott. Ängste bringen wir Gott. Furcht bringen wir Gott. Aber was tun wir dann, wenn wir in Not stehen? Darüber wollen wir Leute mit mir hören. Jesus will uns mit unseren Ängsten und Sorgen helfen, aber er wird uns diese Dinge nicht bematten. Er wird nicht unsere Ängste und Sorgen mit Gewalt nehmen. Wir müssen nach ihm gehen, um Hilfe zu fragen. Wir müssen diese Last von unserer Schuld raufnehmen und die anbringen und die bei ihm looten. Wenn wir die bloß nach ihm bringen und dann 5 Minuten looten, die werden abheben und dann werden absaten, dann weichgehen, dann hält er uns nicht. Wir müssen die von der Schuld selbst raufnehmen und ihm die bringen. Und bei ihm in seine Feind looten. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 7, schmied all jene Sorgen ab, nicht ab Jesus. Er sorgt für ihn. In Psalm 45 sagt David, leih deine los ab den Herrn. Der wird für die sorgen und er wird den Gerechten niemals fallen lassen. Jesus sagt sehr wohl zu seinen Jüngern in Lukas 12, Verse 22 bis 26. Es wird ein längerer Aufschnitt, Lukas 12, 22 bis 26, wer nicht lesen will. So sagt er zu seinen Jüngern, ich sage jünd, sorg nicht über jün Leben, was die eten wollen, oder über jün Körper, was die antreiben sollen. Dort Leben ist mehr als dort eten, in der Körper mehr als die Kleidung. Kick nicht die Kronen. Die sehen nicht und ernten auch nicht. Die haben nicht Spickers oder Stallingen. Und doch gibt Gott an ihr Futter. Und wofür mehr sind die doch wert als die Fehl? Wer kann sein Leben durch Sorgen eine Stunde anlängen? Das will uns nicht fragen. Wer kann das dann? Ich kann das nicht. Ich glaube, nicht einer von uns kann das tun. Und dann sagt Jesus, wenn die so eine Kleinigkeit nicht vor dich bringen, für ihn ist es eine Kleinigkeit. Wenn wir das nicht tun können, worum dann eher dort andere sorgen? Und dort sagt Jesus noch in der Verse 30 bei 31, jün Fuder weit, dort je dort alle brücken, übertracht ne dort Gottesreich, dann wo je das Buvenen kriegen. Ja, so wir sollen nicht Sorge machen über Kleidung und über Eten und so wieder. Ans Fuder im Himmel weit und ans alles fehlt. Aber was soll die dann? Trag? Na, das Gottesreich. Right? Das sind Menschen, die nicht so fleißig schaffen dann, wenn sie sagen, Gott wird für mich sorgen. Aber die dienen nicht Gott. Schafft das dann so dort? Jesus sagt, trag nicht dort Gottesreich, dann wo ihr all diese anderen Dinge kriegen. Hab mir über alles lief, dann wo ich für ihn sorgen. Er wird für seine Kinder sorgen. Ja. Wir brauchen nicht unsere eigenen Sorgen und Ängste drehen. Der allmächtige Herr will die für uns drehen. Der allmächtige Herr, der ist stark genug, der kann unsere Sorgen und Ängste drehen. Für ihn ist das gar nicht schwer. Er nimmt die von uns weich und er dreht die für uns. Und sobald wir die am übergeben, dann fallen wir fort so viel leichter. Dann geht uns Leben so viel scheiner, wenn wir diese Lusten nicht selbst drehen machen. Hast du nicht so dort? Wenn wir bei dem Punkt kommen, dann, Herr, du weißt, wo schwer mir das geht. Ich kann nicht diese Lusten mehr drehen. Ich bringe die an.
En ik vertrouw die, dat du die van mij wegnemen was. En dat du die voor mij drehen was. Dat leven geht zo veel schijner. Dat is zoveel leichter. Dat is wat hij voor ons doen wil. En wanneer we dit doen, dan verstaan we zoveel beter wat de psalmist meint als hij schrijft, schmeik mal en sei, wo vriendlich en goed de Heer is. Wanneer hij onze lasten wegneemt. Een tweede gedanke, die ons helpen kan, om te zijn wo goed God is, steht im 7. Vers. Als des Mann in zijn elend schrie, hielt de Heer arm en halb arm uit al zijn nood. Dat ursprüngliche hebräische Wort, dat hier als Not übersetzt wordt, meint Widersacher, Unglück, Leid, Troubles und Schwierigkeiten. Not sind schlechter als Sorgen und Ängste, wils wir die nicht so leicht loswerden können. Zum Beispiel, erst dort eine Sache, sich keine Sorgen zu machen, dort wie vielleicht mal krank werden. Das gibt so eine Menschen, die machen sich bloß große Sorgen, dass sie mal vielleicht werden krank. Nicht? Und besonders für den Tag. Die machen sich so eine große Sorgen, könnte vielleicht noch krank werden. Okay, so eine Sorgen kann ich Gott bringen und sagen, Kimmel Gott, ich verlor mich ab dir, du kannst mich gesund halten. Und auch wenn ich krank war, dann kannst du mich auch halten und war gesund machen. Oder was immer. Dort ist was ganz anderes, eine tödliche Krankheit zu kriegen. Was da wir, wenn große Schwierigkeiten uns entgegenkommen? Das sind gerade als Sorgen und Ängste. Wie kann das selbe tun, was der elendige Mann in unserem Tag damals steht? Gott anrufen. Der wird uns hören, der wird uns halten. Wie kann annehmen, dass der Mann, der hier erwähnt wird, der Psalmist David selbst wird? Gottes Wort beschreibt mehrmals, dass David dem Herrn raubt, wann er in Not stand. Und er stand fertig in Not. Right? Das haben wir in diesen letzten 2 Monaten fertig gesehen. Und der Herr hielt ihm jedes Mal und hat ihm geholfen. In Psalm 18, das sagt David in die Verse 2 bis 4. Psalm 18, Verse 2 bis 4. Er sagt, er betet Gott, würden wir vielleicht sagen können. Herr, ich sehe dich von Horten gut. Du bist meine Kraft. Der Herr ist meine von Stein bebühte Stadt, meinen sicheren Schutz, und der mir raten wird. Mein Gott ist mein Stein, hänge den ich sicher stehe. Er bewahrt mich so als ein Schild, er rat mich, und an seine Kraft stehe ich fest. Ich glaub den Herrn an, ich glaub den Herrn an, der wird es, gelobt zu werden, und war von meiner Feind gerat. David sagt, ich kann das nicht, aber du hast Kraft genug. Du kannst mich über meine Not raten. Und am Anfang los wie ein Vers, der hier sei, für eine Hand posten, der Psalm 34, Vers 8. Dem Herrn sein Engel lehrt sich die, der am fürchten und halbt an üt. Und wenn wir in Not stehen und zu Gott um Hilfe rufen, dann wird er angreifen und uns helfen. Wo Gott angreifen wird nicht immer überrein sein. Stimmt das? Ja, das ist nicht immer überrein, wo Gott uns helfen wird und angreifen wird. Hier redet David von Engel. Und als Bibelleser weit wie dort Gott mehrmals Engel geschickt hat, um seine Kinder von Gefahren zu raten. Würden wir was der Beispiel erwähnen können von der Marius? Von wo Gott Engel geschickt hat, um seine Kinder zu raten? Dort gibt es sehr viel Beispiele. Wenn ich den Namen Lot sei, was das mit einem passiert? Ja.
Wie es Abraham für Lot gepflegt hat, nicht? Schickt Gott Engel nach Lot, um Armen seine Familie zu raten. Ja. Oder wenn ich David erwähne, was ging hier nicht alles stark. Weit wie von der Geschichte von Daniel, wo Gott angeraten hat durch seine Engel. Lebenslach, nicht? Ja, er muss im Lebenslach nennen, ein Lions Den. Und dann die nächsten Samaris, kann ich Darius Eurand, um zu sehen, ob Daniel noch lebt. Ja, und lass mich ein paar Verse lesen. Tidig Samaris, das lese ich, 2. Könige, Entschuldigung, Daniel saß, Verse 20 bis 23. Daniel saß 20 bis 23. Als das Morgenlicht kam, dann spot König Darius sich nach dort Loch mit der Lebens zu gehen. Und als er durch dich kam, dann raubt er ut Angst. Daniel, da du den lebenden Gott dienst, haft den Gott, zu dem du so treu bist, die von dieser Lebens raten könnt? Und Daniel antwortet, mein König, möchtest du immer ans König sein? Gott schickt seinen Engel, und der hält der Lebens ihre Frieden zu. Ich denke auch an den Prophet Elisa. Und wo Gott taub mit seinem Diener von der aramäischen Armee bewahrt hat. Der aramäischen König schickt ein Teil Soldaten, appiert in Verus und andere Soldaten dorthin, um Elisa vorzunehmen. Und dann lesen wir in 2. Könige saß, Verse 15 bis 17. Tidig Samaria stund dem Gottesmann sein Diener ab, und er ging grüt, und er sagt, dass Leer von Soldaten in all die Piert in Verus rundum der Stadt, und sein Diener sagte Elisa, aber mein Herr, was soll wir nu tun? Und Elisa sagt, du brauchst gar nicht Angst haben. Die, was für uns sind mehr als die, was für uns sind. Und Elisa bet, Herr, merk am seine Augen ab, dass er sein kann. Und der Herr merkt dort, dass die Diener sein können. Und was sah er dort? Ja. Gottes Wort sagt. Und er sagt, dass der Boy Ram Elisa voll von 4 Pied in Verus wären. Wenn die in Not stehen, liebe Geschwister, und Gott Hilfe fragen, muss Gott auch unsere Augen aufmerken, damit wir sein Angriffen auch sein wollen. Und so ich sage, er schickt nicht einmal seine Engel, um uns zu helfen. Aber er wird angriffen, er hilft uns. Er muss Gott unsere Augen aufmerken, dass wir sein Help in Angriffen sein können. Und wo Gott manchmal in Tiden von Not seine Dienste Engel zu seinen Kindern geschickt hat, um an zu helfen, soll wir nicht annehmen und glauben, dass jeder Mal steht. Erstens, wir als Engel nicht eine Lehre sind, uns von jedem Problem, dem wir im Leben begegnen, zu raten. Die kann das nicht, die sind mal Engel. Während seiner Verhaftung sieht Jesus, das sagt Jesus selbst. Matthäus 26, 53, 54. Er sagt, glaubt ihr nicht, dass ich meinen Vater darum beten kann, und dort, der mir furzt dann mehr als 12.000 Engel schicken wird? Aber was soll dann passieren, was geschrieben steht? Wird mal so kommen, sagt Jesus. Jesu Problem oder Ziel, wie die Menschheit von ihrer Sünden loszukriegen. Hatten die Engel Jesus von seiner Verhaftung geraten, wird er nicht sein Ziel erreicht haben. Und es steht, dort Gott uns einmal von unseren Schwierigkeiten durch seinen Angriffen Draht, jaft er uns Kraft, Gnut, Demut und auch Weisheit, unsere Troubles direkt zu bekämpfen und die zu überstehen. Wir als Kinder Gottes können immer sicher sein, dass wenn wir in Not stehen und zu Gott Hilfe rufen, dann wird er uns hören und er wird uns helfen. David sagt, fänke mal Salz uit, schmeik und sei, wo Gott der Herr ist. Und das zu proben, müssen wir über ihr Schreit sein, liebe Geschwister, Gott zu vertrauen.
Wir losen am 9. Vers, wo Gott dort ist, für dem, der sich ab verlässt. Und dort Gegenteil ist Krieg so war, bei dem, der sich nicht ab Gott verlässt. Dort gibt Wasser, die glauben, die sind stark genug, um ihre eigenen Lasten zu drehen. Und für eine Zeit kann es auch möglich sein. Und vielleicht habe ich mal den Ausdruck gehört, Zeit trägt die Last. Habe ich das mal gehört? Was meint das? Ja, so, da meint so viel, viele Dinge sind ganz einfach am Anfang zu tun, nicht? Zum Beispiel bloß die Arms eine Herrchen, das zu sterben, ist leicht. Ich glaube, wir würden alle, sogar die ganz kleinsten Kinder das tun können. Aber wie lange? Probier mal, wenn die dann Leute zu sind, das nicht, das wird vielleicht nicht Anstoß sein. Aber wenn die zu sind, probier mal, wie lange kann Jesus das tun? Das geht nicht lang, was einer Mord wird. Und das ist ganz einfach. Moses sogar muss halb haben, um bloß das zu tun. Nicht? Zeit trägt die Last. Je länger wie je weg drehen machten die Schwande wartet, und wo schuld macht dort Gott manchmal sein, wenn er sieht, wo seine Nufeige, wo seine Kinder proben ihre Lusten Salz zu drehen, wenn er uns all eingelut hat, die für uns zu drehen. Jesus sagt uns, kommt alle zu mir, die je unge schwere Lasten gehen und bedragt und meid sind, und ich will jünd Ruhe geben, leicht jünd mein Joch ab, und lehrt von mir, wie es ich sie sanftmütig und vom Harten demutig, und je wollen Ruhe finden für jene Seilen. Wie es mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. Kommt zu mir, sagt Jesus. Und ich weiß nicht, ob wir würden noch das jemanden vom Alten Testament finden können, der so viel über Gottes Güte geschrieben hat als David. Aber war da Luft und dankt Gott für wer er ist und was er an getan hat. Und liebe Geschwister, wir werden von seinen Erfahrungen lernen. In Psalm 34 empfiehlt er uns, Gott zu siegen, wenn Sorgen und Ängste uns entgegenkommen. Und die dann anbringen und bei seiner Feit luten. Und David sagt uns auch, dort wann wir Schwierigkeiten und Not haben, oder wenn die uns begegnen, dann soll wir Gott anrufen und uns ab seinen Halb verluten und vertrauen. Diese beiden Gedanken verlangen über, dort wir uns vertrauen ab den Herrn saten. Und wenn wir dort tun, dann wollen wir auch schmecken können, wo Gott der Herr